Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, übersat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung Feier. 6 neue Fähigkeiten verhechtet Scheingonen. Kapitel 16. Seitet und suret vergenigen. Wat van de beloonendste ervaringen in mijn leven passierten aan die tijd, wo ik jonge poren reid mocht te befrieren. Ik kon met jeder Paar, wat sich an Ansichtkeit befrieren wollen, ungefähr eine Stunde Weg für 5 oder 6 Wegen ein Taub kommen und ein Brot mitgeben. Wenn dat irgendein Thema jaft über Menschen zu informieren fehlt, ist dat die Ehe. Dit eine Verhältnis hat die Kraft, am Menschen miserablich oder glücklich zu machen. Daher fehlt die rechte Information und wirkliche Zubereitung. Die Ehe ist eine komplizierte Anstalt von geistliche, körperliche, finanzielle, gesellschaftliche, häusliche und verstandliche Neidigkeiten. Während dit so vielseitig ist dat neidig, dat Paare ehrlich sind, sich in alle Hinsichten handreich zu machen. Ein großer Teil von den Problemen an die vandaagse Ehen ist bloß einfach dort, dass die Fertigkeiten nicht handreichend vorbereitet sind. Paare weiten entweder nicht, dass sie sich vorbereiten sollen, oder sie weiten nicht, wo sie die halb herkriegen. Dort ist ein Jammer, dass wir so viel Lehrprogramme haben für so viel verschiedene Themen, aber sehr wenige lehren Menschen die Fähigkeiten, was ihnen für die Ehe fehlt. Daher kommen viele Ehepaare hoffnungslos an die Todesstärke von einer prosten Ehe wegen fehlender Vorbereitung. Besie dort, dass ich Paare, was sich befrieren wollen, viel von den Informationen dit Buch ungerecht, gebe ich ihnen doch noch einzelheitliche Ungerecht an 6 wichtige Aufteilungen von der Ehe. Ich nenne dort die Scheingons-Aufteilungen. Dort sind Sex, Umgang, Kinder, Finanzen und Schwierfreundschaft. Noch eine Aufteilung, was ich hier beigetragen habe, ist die Sache von wahrer Befrieren in taubgebrachte Familienverhältnisse. Am Paare, was sich befrieren wollen, in diese Sachen vorzubereiten, habe ich ein halbriges Blatt zum Utfällen gemacht, genannt Register von Eheerwartungen. Dit ziemlich lange Blatt fragt jeder ein von den verleibten Partner, was seine oder ihre Erwartungen von der Ehe sind, besonders an die groß abgenannte Scheingons-Aufteilungen. Beide sollen das Blatt allein utfällen, ohne die Fragen miteinander zu benoberen und an den nächsten Weg mit zurückbringen, die an jeden Wort vom Eheberodner übereinander zu holen und zu vergleichen. Die meisten Paare, was ich diese Form gab, brachten die den nächsten Weg zurück, schäderten ihre Kappen und sehen so was aus. Mensch, wären die Fragen aber schwer. Ich hab noch niemals viel über diese Dinge gedacht. Die meisten Paare, was sich befrieren wollen, denken niemals sehr deep über die Ehe nach. Ja, sie denken darüber, wo sie wohnen wollen, und das allgemeine, was sie wollen und von träumen, aber das ist nicht genug. Die Ehe ist das wichtigste Übernehmen vom Leben, mit Ausnahme von einem sein persönliches Verhältnis mit Jesus. Daher ist flache Erkenntnis und wenige boven ewige Unterholungen über die Zukunft ein Rezept, dat ein Paar, wat an Leib ist, fehlschlagen kann. Besie dem, dat sie das Register von Eheerwartungen mit ein Gefühl von Verwirrung und Überdruss utfelden, während viele Paaren ihre Antworten über wichtige Sachen und ihr kommendes gemeinsames Leben sehr unterschiedlich, ohne dass sie das wüssten. Als ich ein Paar ihre utgefällte Forms vergleicht, und sagt, was sie erwarten, deuten wir ein Kinder haben, hat er früher geschrieben, dass sie bloß 2 Kinder haben will, und aber er Verleibter hat geschrieben, dass er 6 oder 8 haben will. Sei Antwort furzt, was? Sei er lang nicht. Viele andere Paare schreiben Antworten dol, wat ganz das Gegenteil wären von ihren Partner sehen, und so ne Dinge aus Lebensberuf, wo sie die Kirche fahren würden, wo sie ihr Geld anwenden würden, was sie an Sex erwarten und so wieder. Die Zeit, was sie sich nahmen, für die Ehe zu bereiten, wir leben radend. Die Wahrheit ist, dass von allen die Paare, was ich rot gegeben habe, haben sich nur 15 bis 20% von den entschlossen, sich nicht zu befrieren, während sie anwarten, dass sie lang nicht so gut zupassen, als sie dachten. Für die, was die Berodung derjenigen, tut die Anstrengung, was sie machen, sich reich zu bereiten, immer noch gewünschte trägt. Wann Gott Geld, Kinder, Sex, Umgang und Schwierfreundschaft auch dort geplant hat, dass die Ehe dadurch reicher und lohnender sein soll, sind diese Aufteilungen eine Stab, wo kleine Bäume verstärkt und verstreut sind, geworden, wo sie geschlagen und getäuscht worden können.
abgetrokken en abgerecht über sich befrieren, nur die Ehe getrokken wehen, sie glauben, dass sie durch Erfüllung in Vergnügen haben wollen, seien Millionen Poren im Jahr, ja, zu der Ehe, dorab, dass sie an der anderen Seite von der Kast dort finden wollen, wo sie nur siegen. Aber wer in unsere Gesellschaft größtenteils angelehrt ist, über was dort für befriedet Leben für Kenntnisse braucht, ist dort so, dass die Dinge, was Poren zum Befrieden trägt, kriegt die Dinge sind, was sie auf ihre Scheidungspapiere abnehmen als Ursachen, wo so sie uit das Verhältnis rütwählen. Dort, wat hat kommt und sollt eine Lebenszeit von Scheingonen sein, wird nie eine schmerzliche Erfahrung. So als Fliegen mit Zucker an eine Fliegenfall angelockt worden, so sehe ich in Poren nur den Seitengeschmack, wat die Ehe anzubeuten haft, bloß am notwendigen Monat oder Jahr an zu worden, dort sie an ein verdorbendes Verhältnis sind. Aber die gute Nachricht ist, dort du ein besserer Weg ist. Ver wie die Fähigkeiten einzeln betrachten, wat an die Aufteilungen von ehelichen Scheingonen neidig sind, weil ich die lehren, wo jene Ehe ein Scheingonen in ein Erfolg für ein ganzes Leben taub sein kann. Dit zu tun, will ich die an ein von Jesus seine wichtigsten Gleichnisse erinnern. Dort Gleichnis von dem Former in Markus Kapitel 4. Als Jesus ein Tag eine große Herd Menschen lehrt, will er dort klar machen, wat dat braucht, um produktive und erfolgreiche Jünger zu sein. Viele Menschen kämen nur Jesus und gaben sich am Hahn, aber Jesus wisst, dass die meisten von ihnen sich nicht bewusst wären, über wat für eine Verpflichtung sie machen und wat der Preis für Erfolg wir. Deswegen verteilt Jesus ihnen ein Gleichnis, ihnen 3 neue Eigenschaften zu lehren, wat nötig sind, an Gott sein Reich Erfolg und Scheingonen zu haben. Kriegt dieselben Eigenschaften sind alle nötig, aber durch Scheingonen und Erfolg zu haben an der Ehe. Lees dit Gleichnis so als Jesus dat vertaalt. Horch nu dit, du ging ein Mann sehen, en dat käm so ram, dat als der Mann seid, fall wat van dat Zoot op dem Weg, en die Vegel kämen en freuten dat ab. Wat door van fall op dat Steinerje, wo dat nicht viel Eer haut en dat käm bald ab, wils dat nicht diep an die Eerd wir. En als die Sonne erst ab wir, verbrennt dat, en wils dat nicht wartlen haut, verdreht dat voets. Wat van dat Zoot fall mangt die Disteln, en die Disteln kämen ab en steckten dort, en dat bracht keine Arend. Aber wat van dat Zoot fall ab gauw die Eerd. Dat käm ab en was en bracht eine Arend, en vermehrt sich, ein get daltig, ein get zaastig, en ein get sogar 100-mal. Dann seht Jesus, wer Ohren haft zum Hören, dem lot hören. Markus 4, Vers 3-9. Nu Jesus sein Gleichnis no, sind nur 3 Eigenschaften, wat abholen, op allein Erfolg zu haben in der Ehe en op die Formerie. Hier worden die beschreven als steinerjet Land, Land mit Disteln en vlakke Eerd. Wann du anwurst, dat ein von dieser Landorten dien Leben durchstellt, dann kostet weiten, dat dien Verhältnis mit Jesus en deinem Partner nicht so erfreiend sein wird, als es sein soll. Aber Jesus beschreibt die gute Eerd, wat kein von den negativen Eigenschaften hat, wat Fruchtbarkeit an allein hält. Die gute Eerd kann irgendwo von derartig wat 100-mal vermehren. Nicht bloß an den Verhältnis mit Jesus ist dort wichtig, dat die gute Eerd best, aber auch an deine Ehe, gute Frucht zu tragen, während du ihn daunt, wat het kost, die negative Eigenschaften vermeidst, wat fruchtbare, langholende Verhältnisse verhindern. Die te helpen te daunen, willen we van dichterbij nur die 3 Eigenschaften kijken wat nötig sind, op allein eine Ehe Erfolg zu haben. 3 Fundamente für langfristiger Erfolg in Scheingonen einer Ehe. Nummer 1. Erkenntnis, die hoorde Eerd. Die erste sagt Eerd, wat Jesus als nicht produktiv betekent, wie die hoorde Eerd beim Weg. Als die Zoot op deze Eerd fall, kämen die Vegel voets en namen die Zoot weg. Während die Eerd hart wir, ward die Zoot leicht weggefipst, ohne dat Gelegenheit wir wartlen te schlonen. Hosea 4, Vers 6 sagt, mein Volk ist tunnuscht geworden, wils die nicht belehrt sind. Wann immer wir an die Ehe nennen gehen, ohne ein Weg hart, wat Gott sein Wort weiten will, dann sind wir Enten, wat durch Setten in nur Soten seine Verführung lüren. Hij kann nicht bloß leicht die Wahrheit von den hart wegstehlen, aber hij kann einen anweitenden Sinn auch leicht verführen. Viel von der Dummheiten sind, wat die Welt vandaag so leicht annimmt, werden angebracht, wegen fehlender Erkenntnis und wegen Gott sein Wort nicht angenommen wird. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4 sehr wat wichtig, wat mit Erkenntnis von Gott sein Wort zu daunen haft. Jesus aber antwortet, dort steht geschrieben,
Der Mensch leeft nicht bloß von Brot, aber von alle Wied, die Gott geredet hat. Alles, wat wir nötig haben, um ein Leben und an der Ehe Erfolg zu haben, lürt nur uns, wann wir Gott bloß am ersten Segen waren. Ich hab keinmal ein Problem gehad, ein paar zu halten, wann die willig wären zum Lehren. Wann ich ein paar Unrecht geef, ein Beker zu lesen geef und abgaben, wat sie daunen sollen, habe ich keinmal ein Problem gehad mit die, wat wirklich studieren und sich anstrengten. Aber in jeder Fall, wo die Ehe in zwei ging, wie dat zu viel oder zu groß sind zum Lehren ein Ding, wat ihre Probleme viel raten mag. Entweder einer oder beide Partner hadden horten mit horde Eid. Als Jesus dat Gleichnis von den Mann wat seien ging ungerecht, betonte erstens die Wichtigkeit von Ob und Willig sein um zu lehren. Die goude Eid als gepleegde Eid, wat reit es so abzunehmen. Jahr für Jahr wird goude Eid immer dollar gebrochen abnehmend. Dit is dat Bild von den goudet Hort. Wir mochten aber nicht bloß horchen, wat Gott sagt, ver wir uns befrieren, aber für dat ewige Port von uns Leben mot wir opne Horten haben für arm, indem wir bei arm nur die Lebenssoot segen. Wann die Vögel nur die goude Eid kommen, die Soot weg zu stehlen, fingen die door nicht, während dat an die Eid Arbeit en bald mit Leben über Deel springen wird. Lot dat nicht so, dat die selbstzufrieden best mit irgendwat weniger aus der volle Erkenntnis von wat Gott sein Wort zu sagen haft. Dien Leben und deine Ehe hängen davon auf, dat die sein Wort verfallt kannst. Mag die dat, wat die nächste zwei kraftvolle Schriftaufschnitte lehren. Jesus sagt zu den Juden, die an ihm glaubten, wann je bei die wird blieben, wat ich jünt gelehrt hab, sind je wahrhaftig meine Jünger, dann wo je weiten, wat Wahrheit ist, und die Wahrheit wat jünt frei machen. Johannes 8, Vers 31 und 32. Weisheit raubt büten Lüd, die laat sich ab de Gassen hören, sie schricht durch, wo Menschen taub kommen, die haft wat bei dat Staatspoort zu sein. Wo lang will je aschuldig bleiben, en je später eine Freiheit haben spotten, en je anbedachte je en jünt belehren sennen. Passt ab, wann ich vermonen do. Kijk mal, ich wo jent weiten loten, wo ich denk, dat je verstonen kennen, wat ich sei. Ich raubt en je wieren jeden an. Ich streik meine Hand uit en keiner kämmert sich doram. Die verachten all meinen Roten, wollen jünt nicht von mir belehren loten. Do wehen, wo ich lachen, wann jünt anleg kämmt. Ich wo eber dort spotten, wat jünt ängst. Wann jünt feucht, so als ein Sturm eber jünt kämmt, en jünt verdorven so kämmt, als ein Windkriesel, wann Angst en Not eber jünt kämmt, dann wollen sie nur mir raupen, aber ich wo nicht antworten. Die wollen sehr nur mir seken, aber wollen mir nicht fingen. Will sie je in dort lehren wären, in dem Haar nicht fürchten wollen, will sie nicht von meinen Rotweiten wollen, en über all meine Belehrung lasteten, do wehen sollen sie dort uiteten, wat sie sich angeriert haben, en übersort worden von ihre eine Rotschlee. Wat de unverständige Gelastenheit bringt an den Dood, en de unbedachte Gelegt bringt an. Wer aber nur mich horcht, wird sicher bleiben, die wird genug haben en kein Eichleck fürchten. Spreche 1, Vers 20 bis 33. Nummer 2. Verpflichtung. Die flache Eid. Die zweite Sort Eid, wat Jesus abnahmt, wat aber lang nicht fruchtbar wie die flache Eid. Diese Eid nimmt die Soot ab und lässt die für eine kurze Zeit wassen. Aber wenn die Eid flach ist, kann die Soot die Warte nicht tief genug raufschicken, um fast zu werden und die neue Feuchtigkeit in Ordnung zu finden. Wenn die Sonne erst anfängt, ihre Hand auf die junge Plant loszulassen, kann die flache Eid die Plant dort nicht geben, was die fehlt. Ein von den Dingen, wat mir am dollsten Trouble über Ehescheidung ist, dat die, wat sich scheiden, Jahren vorher taub stunden in einen Bund mit den anderen Mürken en gute Tiden en schlechte Tiden, en Reichtum en Armut, en Krankheit en Gesundheit, sich sich zu leben und zu schätzen, wat die dort uns scheiden wird. Sie mögen ein lebenslanger Bund mit den anderen, treu zu sein, ein Don't wat kommen mocht. Dort ist wo so sie sehen, en gute Tiden en schlechte Tiden. Diese Versprechen, wat sie einander mögen, soll dort paar Sicherheit geben. In Vergangenheit wird dort so, dort wat immer passiert, beide Seiten meinten dort so, wat sie versprochen. Vandaar sind viele, wat sich befrieren, nicht ganz entschlossen dort. Meine Meinung ist nicht, alle Geschiedene Schuldigkeiten machen, wenn ich dort weit, dass viele Personen unschuldige Opfer von Ehescheidung sind. Wenn sie auch willig wären, Dinge durchzuarbeiten, wären ihre Partner nicht. Wenn du von dieser Klasse bist, nimm dort, was ich sei, nicht persönlich an. Aber wenn du eine Person bist, wat leicht vor dich lebenslange Versprechen magst, und überhaupt dich bereit bist, mit Scheidung zu treiben, wenn Probleme abkommen, dann ist das ein wichtiger Punkt, was du beachten sollst.
Befriede Paare sollen die Wahrheit annehmen, dat Ehescheidung keine Möglichkeit ist, in zo'n diepen Charakter en starke Überzeugungen teweeg kriegen, dat sie schwierige Tiden worden uitholen können. Jeder Ehe wird sicher schwere Tiden haben. Wann het ook keine Herrlichkeit ist, einfach durch im Leben zu leiden, ist treu zijn en schlechte Tiden en van de Probleme en Fehler zu lehren, doch ein großer Nutzen. Dit ist ein von de wichtigsten Dingen, wat eine starke en erfolgreiche Ehe bühen. En wann wir in schwierige Tiden uitnebelen, wann an der Ehe te planten en te arbeiten fehlt, wo wir niemals de Freude von de versprochenen Segnungen von der Arend erfahren. En mijn afwärts habe ich ein Bild von een großen Segelboot, wat op een willet Meer segelt. Ich will mich krijgt dit Bild, wie mich dort an ein starkes Sprichwort erinnert, wat ich einmal hielt. Ein ruhiges Meer hat noch keinmal einen gouden Seemann produziert. En de schwere Tiden im Gemeindedienst kijk ich vorher nur dat Bild, om mich daran denken te helpen, dat ich dabei blieb. Indem ich Tiden von Schwierigkeiten und Entmutigung bejegend habe, sehe ich angeworden, dat diese Tiden in mein Leben einen dieperen Charakter wirken, wat nichts das wat doen kann. En nachdem ich schwere Tiden uitgeholen habe, feil ich ermutigt, dat ich dat mit Gottes Kraft noch wahrer doen kann. Krijgt so, kommt dann eine Ehe große Kraft und Sicherheit nennen, wann dort zwei Menschen sich wehren abzugeben. Behold dort, eine starke Ehe kommt nicht von einem uitgedachten Märchentoestand. Die kommt daher, wann zwei Menschen sich dort abgemacht haben, durch ihr ganzes Leben an der Ehe zu schaffen und abzuopfern, um von ihrer Ehe alles zu machen, was sie sein soll. Ehe ist so als die alte Geschichte von Freistig. Die Frage wird gestellt, wer hat sich dort alle zu abgemacht, Freistig zu stahlen? Die Hahn, wat die Eier gelegt hat, oder dat Schwein, wat den Spark gestellt hat? Die klare Antwort ist dat Schwein, wie in de Hahn wir bloß mit verwickelt, aber dat Schwein wir ganz handgejeft wird hau. Sie nicht bloß mit einen der Ehe, sie ganz handgejeft wird hau. Von diesem Grund uit, kostet die dort sicher sein, dat die bliebend en erfolgreich sein wird. Nummer 3. Belehrung, die Eerd mit Disteln. Die Soot bei die Eerd mit Disteln oder Speckers, wartelt sich an, aber ward aufgeweicht von all dat andere, wat daran was. Ein von de grootste Feinden von ons Verhältnis mit Jesus und unserem Partner ist Trockigkeit und Stress. Dit ist in der vandaagse Gesellschaft eine wahre Plage. Om op allein Frucht zu tragen, moet wir belehrt sein und treu sein zu unseren Prioritäten. Wenn befriedete Christen ihre Prioritäten abnehmen sollen, wollen sie meistens sagen, Gott ist am ersten und dann meine Ehe und Familie. Aber wenn sie auch gutmeinend sind, stimmt ihr Leben nicht taub mit, was sie ihre Prioritäten nennen. Bei vielen, wat sagen, dass Gott und Familie die erste sind, beweist sich dort, dass Arbeit, Freund, Videogames, Sport, Online-Einkaufen und andere Dinge die meiste Zeit und Lebenskraft abnehmen. Und wie in Zeit und Lebenskraft beide begrenzt sind, haben wir keinen Taurot mehr, was es braucht, um unsere Verhältnisse mit Gott und unseren Partner zu pflegen. Spezialisierte Menschen sind mit alles beschäftigt, und es steht, dass sie sich mit dort befassen, was am wichtigsten ist, und sich bemühen, die Spezialität im Leben zu holen. In der Ehe muss wir wacker sein und die Zeit und Lebenskraft beschützen, was nötig sind, um einander zu leben und die Bedürfnisse untereinander zu erfüllen. Das passiert nicht vereinzelt. Dazu braucht es Belehrung und sich daran kümmern. Die meisten Dinge, was eine Ehe verdorben, sind nicht schlechte Dinge. Das sind bloß Dinge, was eine falsche Priorität annehmen. Ein von den wichtigsten Dingen, was beide Partner tun müssen, das Scheingonen an ihrer Ehe zu bewahren und sich zu versichern, dass sie das durch ihr Leben tun wollen, ist, die ihr reinen abgeriemt zu holen. Habt klare Prioritäten und beschützt die. Dankzij voor dat Björkharchen Eihe op einen Stein. Ik wens dat dit wordt een hulp zijn voor die en de hoopning te een sterkere Eihe bouwen.